Moni muss ein Alten zureden, als wir einen kranken Ros, dass er sich nicht gehen lässt und ebs tut für sein Zucker. Der Fanny, seine preußische Tochter, zieht sie heimlich, ebs geschleckert's eine. Und der Florit erwischt's und lässt an jetzt mal Kirchenglocken läuten mit dem Pfarrer seiner Fernbedienung und möcht ihrer einreden, dass der Herrgott das sieht und schimpft. Schließlich fliegt er aber auf und muss zur Strafe mit ihrer spielen. Der Sascha möchte das mit den Medien ganz groß außerbringen, wie er als Zuchthaus einrucken muss. Aber seine Leute gefällt das gar nicht. Und die Medien stehen auch wieder davon. Kathi braut ein Bier extra zum Spargelessen. Aber die Leute im Wirtshaus finden das greislich. Und drum muss es schließlich sein saufen. Der Gerstl sieht einen Kaffee, wo aus einem Katzendreck gemacht wird und möchte seinen Neffen auch einen geben, aber den ist er zwider. Vor der Feier von seinen 50er wird der Hubert sinniert und schwarmüde und sagt das Festel an, aber seine Leute feiern nachher doch ein wenig mit ihm. Die Rosi singt für das kleine Dirndl ein Frohschliedl auf eine CD auf. Und der taugt es auch so narrisch, dass es den ganzen Tag anhört, während alle im Haus das einfach nicht mehr allein können. Der Fanny schießt ein Hexenschuss ein, aber die Uri lässt ihrer eine Liebesgeschichte für und von denen wird's wieder. Der Christian tut bei einem gesetzwidrigen Autorennen von den Strize mit. Und für das darf ich daheimle einen Rennwagen vor einem Kunden von Vatern.